Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 30. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe von Preußen Münster. Und die Saison ist jetzt so richtig in der entscheidenden Phase angekommen. Das Epizentrum ist erreicht und deswegen stehen wir hier auch mitten in Köln, quasi auch im Epizentrum. Ihr habt es natürlich direkt erkannt am Friesenplatz und auch die Ecke hier kennt jeder. Da vorne ist der Weingarten, ganz alteingesessener Kölscher Laden. Da vorne entsteht was Neues auf der Ecke gegenüber und auch eine Apotheke haben wir noch am Start und deswegen sind wir hier. Ja, was Neues, ne, will ich ehrlich gesagt auch. Ich meine, wir haben ja den Durchbruch schon verkündet und gesagt, wir spielen jetzt schön und erfolgreich, aber in den letzten Spielen konnte man ehrlicherweise weder das eine noch das andere sehen. Deswegen muss sich echt was ändern, denn wir sind sonst wieder da, wo wir immer sind, bei so einem Schneckenrennen. Boah. Oder mit anderen Worten, es steht auf unseren Shirts, ne? Keiner will. Wir wollen! Ja, ich will auf jeden Fall als erstes 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Preußen Münster. Prösterchen, Leute! Naja, also ich sag mal, was bei dir auf dem Shirt steht, dafür ist der Beweis ja wohl spätestens letzte Woche eindeutig erbracht worden. Ist so. HSV zu Hause verloren, Kaiserslautern verloren, Ja. Paderborn verloren, Magdeburg verloren. Also offensichtlich, kein Mensch will aufsteigen. Ja. Und den Beweis, dass wir es wollen, dass wir es wirklich wollen, den haben wir gegen Fürth nicht gebracht, aber das muss jetzt gegen Preußen Münster wirklich passieren. Das muss jetzt passieren, das wollen wir. Wir haben ja Ja. schon gesagt, wir wollen erfolgreich und schön spielen. Einstweilen reicht auch erfolgreich. Ne? So. Aber wer nicht mehr will, ist ja zum Beispiel unser Vorstand. Ne? Wenn du mich fragst, was ich will, ich hätte gern gewollt, dass sie es zum anderen Zeitpunkt sagen. Was ist das für ein komischer Kram, oder? Ja, also brauchte jetzt irgendwie kein Mensch zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, vor allen Dingen auch die letzte Aussage, dass man gesagt hat, man hätte ja gerne weitergemacht, wenn der Mitgliederrat einen vorgeschlagen hätte. Hatte ein bisschen was von Mimimi, aber Wollte der aber nicht. ja, wollte ne? der nicht, Ja. ganz genau. Hatte ja auch Gründe. Ja. So, also für mich auch ziemlich zur Unzeit. Aber ich möchte eigentlich viel mehr über das Sportliche reden. Richtig Und das, ist das. was wir wollen und das, was wir in Fürth gesehen haben, also gerade in der ersten Halbzeit, das war ja sowas von katastrophal. Und da fehlte mir wirklich der ultimative Wille auf dem Platz, auch von Seiten der Verantwortlichen. Ja. Also es wirkt einfach so, als ob man diesen schmalen Grat, den wir da seit Wochen gehen, man balanciert da einfach drüber und es wird schon irgendwie gut gehen. Mhm. Also mir fehlt der Biss und Der Wille, so. du hast, das ist genau richtig, was du sagst. Ich habe das bei dem, ne, die Chance, die der Rondic vergeben hat, da habe ich noch gesagt, oh, der titscht aber auch blöd davor, das ist gar nicht so leicht und zack. Ja. Der Fürther kann es aber. Der ist nämlich genauso getitscht, der Ball vorher. Ne? Und da war mehr Wille einfach. Und wir brauchen diesen Willen, Jungs. Und wenn es jetzt nicht kommt über das geile System oder über den super Trainer, den, glaube ich, auch einige gar nicht mehr wollen, ja, dann muss es eben aus euch selber heraus passieren. Ja. Der Wille ist entscheidend. Ja, und ich habe auch keine Lust mehr, irgendwelche Einzelschicksale mir jetzt anzuhören. Ob es Keller oder der Vorstand, das interessiert für mich keinen Menschen im Moment. Es geht nur um den Aufstieg. Das, was wir alle wollen, ist die erste Liga. Und klar, wir haben ja auch immer von Kontinuität gesprochen, die wir endlich mal anstreben möchten. Die wollen wir. Aber beides funktioniert offensichtlich nicht. Also Kontinuität und endlich auch mal eine erfolgreiche Zeit. Und wenn es denn dann zum Beispiel ein Christian Keller, wenn wir ihn weiter behalten möchten, dann müssen wir an seiner Rolle arbeiten. Ja. Und dann ist er vielleicht nicht mehr fürs Sportliche verantwortlich. Ich glaube, das wäre ein Beispiel für eine Mischung aus Kontinuität und irgendwo auch einem Neuanfang. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Aber erstmal müssen wir aufsteigen, Leute. Erstmal müssen wir aufsteigen. Keiner will alles kaputt machen, ganz im Gegenteil. Aber was wir schon wollen, ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Entscheidungsfreude. Wir können da nicht einfach so weitermachen und so tun, als wäre das alles überhaupt kein Ding und wir lullen uns so ein. Ja, Wille absolut. ist das Entscheidende, bitte. Ja, Ja. Wille und Entscheidungsfreude. Und ich bin schon auch der Meinung, wenn wir gegen Münster, was ich überhaupt nicht glaube, weil ich glaube, dass wir sie weghauen. Aber Ja, wenn ja. das in die Hose geht,
tut mir leid, also dann musst du tatsächlich auch so konsequent sein und über die Trainerpersonalie nochmal nachdenken. Dann will ich vom Vorstand, dass die jetzt mal wirklich richtig die Reißleine ziehen und mal Gas geben und mal was machen, was sie eigentlich nicht. Die sind ja immer eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, abwägend. Ja? Ja. So, aber das geht dann nicht mehr. Wir müssen auch irgendwann mal sagen, so, das funktioniert so nicht. So, Ja. aber ich hoffe, dass es funktioniert. Ja. Also wir wollen gewinnen. Ist ja Wir logisch. wollen gewinnen und mir ist es mittlerweile, ich habe es ja immer schon gesagt, für mich das Wichtigste ist der sportliche Erfolg. Mir ist es trivial, wie schlecht wir spielen, wie jetzt zum Beispiel auch in Fürth wieder, wenn wir den Aufstieg schaffen. Aber ich habe echt keinen Bock, bis zum letzten Spieltag warten zu müssen und dann gegen Kaiserslautern. Ich glaube, bei jedem Kölschen setzt dann das Kaiserslautern-Trauma ein. Und ich war bei dem 2:6 damals auch dabei und ich war auch in Kaiserslautern damals, als wir 3:0 verloren haben und sie eigentlich sonst wohin hätten schießen können. Gott sei Dank haben wir dieses Jahr mal auswärts gewonnen in Lautern, aber lasst es bitte nicht auf die letzte Sekunde ankommen. Ja. Und seht zu, dass ihr das umsetzt, was wir letzte Woche schon beim letzten Heimspiel schon eigentlich vorausgesagt haben, nämlich einen Durchmarsch, der jetzt ansteht. Das ist auch weiterhin möglich, aber Absolut. ihr müsst echt jetzt mal den Willen zeigen auf dem Platz. Wenn ihr so wollt, wie wir wollen, dann schafft ihr das locker, Jungs. Also, ich würde sagen, tschüsschen, 2 Kölsch auf 3 Punkte. Und wir sehen uns am Sonntag, Sonntagmittag, 13:30 Uhr in Müngersdorf. Bis dann, Leute. Macht's gut. Und eine Sache liegt mir noch auf dem Herzen. Ich wollte Danke sagen für all die lieben Grüße nach der letzten PK und auch Danke bei denen sagen, die es vielleicht gar nicht so toll fanden, zum Beispiel gegnerische Fans, die aber darauf verzichtet haben, eine dumme Bemerkung zu machen in einer Situation, wo man verletzlich ist. Also das war sehr, sehr schön und ihr habt mir echt geholfen. Danke. Bis dann, Leute.